Hey, wow, weißt du, was für ein Dino super spannend ist? Oh Mau, erzähl mir alles darüber. Ich liebe Dinos. Sie sind einfach so wow. Der Triceratops ist ein super cooler Dino. Weißt du, der hatte so ein großes Ding hinten am Kopf, das man Nackenschild nennt. Oh, wofür? War das gut, Mau? War das nur zum Angeben? Vielleicht. Zum einen diente es als Schutz vor den richtig großen, fiesen Raubdinosauriern wie dem T-Rex. Stell dir das mal vor, wie eine Ritterrüstung für Dinosaurier. Wow, das ist ja schlau. Aber meinst du, das Schild hat auch geblinzelt oder gezwinkert? Hehe, hätte sicher lustig ausgesehen. Aber nein, wahrscheinlich nicht. Es könnte auch benutzt worden sein, um andere Triceratopse zu beeindrucken. Weißt du, so wie sich Pfauen mit ihren Federn präsentieren. Hä, sozusagen ein Dinosaurier-Modeaccessoire. Aber war das Schild auch für was anderes gut? Ja, vermutlich auch als Thermoregulation. Stell es dir vor, es hilft, seine Temperatur zu steuern, so wie Elefanten ihre Ohren benutzen, um sich abzukühlen. Stell dir mal so große Ohren vor, nur als Schild. Oh, das ist also ein richtiger Alleskönner. Und dann haben sie auch diese beeindruckenden 3 Hörner. 2 lange, mächtige über den Augen und 1 kürzer auf der Nase. Ein echtes Naturwunder. Oh, wie ein dreihörniges Nashorn. Oder ein stacheliger Triceratops. Wurden die Hörner auch für etwas Bestimmtes genutzt? Ja, sie waren super für die Verteidigung. Wenn ein anderer Dino angreifen wollte, war ein Triceratops bereit. Möglicherweise haben sie auch mit ihren Hörnern um die Wette gekämpft. Ähnlich wie Hirsche mit ihren Geweihen. Oh, das klingt spannend. Ein Triceratops-Faustkampf, naja, Hornkampf. Genau. Und weißt du, auch durch ihre Haltung und Bewegungen konnten sie anderen etwas mitteilen. Je nachdem, wie sie ihren Kopf und das Schild bewegten, könnten sie Stärke oder sogar ihre Laune gezeigt haben. Wirklich? So wie wir manchmal die Stirn runzeln oder lachen, um etwas auszudrücken? Genauso. Und die Art und Weise, wie sie unterwegs waren, könnte auch etwas über sie verraten haben. Wie sie mit dem Rückenbogen zeigten: Ich bin groß und stark, also Vorsicht. Juiui, ich stelle mir das vor. Ein Dinosaurier, der stolz durch die Gegend schlendert wie ein Stier oder Büffel von heute. Genau das dachte ich auch. So ein starker Auftritt. Und stell dir die Geräusche vor. Sowas wie Grrr oder vielleicht ein Roar, um richtig Eindruck zu machen. Hihihi. Und dann gibt es vielleicht so kleine Triceratops-Paraden, bei denen sie alle ihre schönen Schilder zeigen. Klingt nach einer lustigen Vorstellung. Denk mal drüber nach, wie sie zusammen umhertollen wie bunte Wolken in deiner Regenbogenwelt. Ja, ich glaube, sie würden sich so gerne zusammenfinden, genauso wie wir jetzt. Wusstest du, Triceratopse lebten in Herden? Wahrscheinlich sind sie zusammengewandert und haben gemeinsam nach Futter gesucht. Da blieben selbst die größten Fleischfresser lieber fern. Wow, eine große Dino-Familie. Das muss so spaßig und sicher gewesen sein. Total. Und weil sie so große Pflanzenfresser waren, half ihnen das gemeinsame Fressen immer genug Blätter und Pflanzen zu finden. So eine Art riesiger Picknickausflug jeden Tag. Hihi, das klingt wie ein Traum. Vielleicht könnten sie sogar ihre Nackenschilder als Teller nutzen, wenn sie wollten. Hehe, ja, die Vorstellung gefällt mir. Und weißt du was? Ich denke, heute würden sie es lieben, auf einem Spielplatz mit uns zu toben. Ui, ich stelle mir vor, ein Triceratops könnte als lebendiges Kinderkarussell dienen. Wie spaßig wäre das denn? Eine Dino-Karussellfahrt, das wäre cool. Stell dir vor, was sie alles machen könnten. Wettrennen im Sandkasten oder Fang den Schwanz spielen. Ja, und dann nach einem langen, spaßigen Tag ein bisschen Sonne tanken wie ein Löwe, der es sich gemütlich macht. Die Sonne genießen. Das große Schutzschild breit ausgebreitet, als wäre es eine Sonnenbrille für seinen Kopf. Was für eine schöne Vorstellung. Triceratopse sind einfach wunderbare Geschöpfe. Finde ich auch. Und eines Tages, wow, könnten wir vielleicht selbst auf einem Dino-Abenteuer sein. Oh, das wäre so toll. Lass uns das dann zusammen entdecken. Vielleicht sogar auf dem Rücken eines Triceratops. Ja, das wird das größte Abenteuer aller Zeiten. Bist du bereit? Immer bereit, Mau. Lass uns die Welt erforschen, auf dem Rücken unserer Dinosaurierfreunde. Dann auf geht's in unser Abenteuerland. Wow. Ja, Abenteuer. Wir kommen. Ole Duli, Duli Duli, love it. Ole Duli.